Oh, entzückend. Oh, wie niedlich. Heinrich? Heinrich! Heinrich, komm rein! Ja gut, ich komm ja schon. Heinrich! Kein Grund so zu schreien, was ist los? Guck mal da, kannst du sehen? Was? Kühe. Na und? Ich habe nicht gewusst, dass hier Kühe sind. Womöglich soll ich die noch melken. Ach was, dafür haben Sie doch Personal. Bernhard hat nie was von Kühen erzählt. Hoffentlich sind wir hier richtig. Das ist jedenfalls die Adresse, die er uns geschrieben hat. Hier wär's besonders still und ruhig, stand in dem Brief. Genau das Richtige für mich. Für einen Mann, der im Stress ist. Du bist nicht im Stress, Heinrich. Du bist in Ferien. Ferien können meine Natur nicht ändern, Selma. Ich bin von Natur aus im Stress. Ich muss immer was tun. Ne? Dann kannst du ja mal das Gepäck da wegsetzen. Sag mal, warum hast du das hier alles so rumgeschmissen? Du bist doch nicht bei der Post. Wenn ich bloß wüsste, warum ausgerechnet hier. Weil ich einen ruhigen Fleck auf dem Land gesucht habe. Nicht? Und das war doch nur wirklich nett von unserem Bruder Bernhard, dass er uns sein Haus für die Ferien überlassen hat. Ne? Ja. Hallo? Bloß traurig, dass er gleich danach gestorben ist. Ja, so ist das nun mal. Wenn deine Nummer aufgerufen wird, dann kannst du bloß hier sagen und dich auf die Socken machen, nach oben zu steigen. Nach oben zu steigen? Ja, die Himmelsleiter hoch. Sei nicht albern, Bernhard ist vom Trecker gefallen. Darum kann er doch in den Himmel kommen, oder? Was hatte Bernhard überhaupt auf dem Trecker zu suchen? Er konnte doch nicht mal Auto fahren. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Na? Hast du das geahnt, dass er so früh von uns gehen würde? Wie konnte ich das ahnen? Er war doch auf seiner Insel, ne? Ihr seid Zwillinge. Ein Zwilling weiß immer, was mit dem anderen passiert. Wenn wir auch gleich ausgesehen haben, aber wir waren doch sehr verschieden, du. Allerdings. Also ist hier denn keiner? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du alles stehen und liegen lassen würdest, um in so einer Sekte auf einer Insel zu leben. Naja, gibt ihm viele Möglichkeiten, der Menschheit zu dienen, ne? Seine war das Beten, meine die Polizei. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal an, du. Also nach dieser Fahrt konnte ich wirklich einen kleinen Schluck vertragen. Und du? Oder hast du heute wieder deinen staubtrockenen Tag? Nee. Na schön. Da werde ich uns mal eben einen einchecken. Nicht? So. Siehst du wohl. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Was war das denn? Eine Flöte. Flöte? Eine Trillerpfeife. Ach so, ja, aber warum? Vielleicht ein Fußballverein beim Training. Ja, das kann natürlich möglich sein. So, na denn, Prost. Auf unseren Bruder Bernhard. Auf unseren Bruder Bernhard. Jammer, dass wir nicht dabei sein konnten. Bei was? Bei seiner Beerdigung da auf der Insel. Ja, dieser Herr Tanneberg, der hätte uns wirklich ein bisschen eher Bescheid sagen können. Tanneberg? Wer ist denn Tanneberg? Na, der Anwalt von Tanneberg. Tanneberg, Tietjen und Tanneberg. Tata? Ja. Aha. Ja. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass Bernhard uns so früh verlassen hat. Das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er unversehens durch diese Tür spaziert käme. Was ist das denn? Ching, ching. Oh! Ich habe nicht gewusst, dass jemand hier ist. Sind Sie angemeldet? Bitte was? Wartet hier jemand auf Sie? Nicht direkt, aber... Wissen Sie, das hat wenig Sinn, hier auf Verdacht aufzukreuzen. Ich glaube nicht, dass eine frei ist. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich kann leider nicht bleiben, Schatz.
Schatz. Bin sowieso schon zu spät für den Bankdirektor, aber ich sag Frau Wienböker, dass du da bist. Vielleicht kann die sich um dich kümmern. Chin chin, preni ci siamo, chin chin. Gediegen, sich in so einem Aufzug mit dem Bankdirektor zu treffen. Naja, vielleicht will er sich mit ihren Anlagen befassen, ne? Vielleicht gehört sie mir zum Personal, als Hausmädchen oder so. Ne? Also ich habe noch nie ein Hausmädchen in solchen Klamotten gesehen, ne? Das ist nicht zu sagen. Und sag mal, wer ist denn Frau Wien? War das Wienböker oder so? Weiß ich das? Ah. Ich frage mir, warum da überhaupt keiner kommt, der uns mal guten Tag sagt. Doch, Sie wissen doch nicht, dass wir kommen heute, ne? Ich hab dir ja gesagt, du sollst anrufen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe. Hallo. Wartest du auf mich? Ich glaube nicht. Ich dachte, du bist vielleicht Herr Fischer. Fischer? Oh nein, nicht hier. Mein Name ist Petersen. Petersen. Ja. Ich glaube, wir warten auf keinen Petersen. Ach nicht? So, und sind Sie vielleicht Frau Wienböker? Ah, nee. Nee. Ich bin bloß eins von ihren Mädchen. Mädchen? Ja, das sieht man doch. Oder? Wie viel? Ich meine, ich wollte fragen, wie viel Mädchen sind Sie hier? Im Augenblick 3. 3 und Sie arbeiten alle für Frau Wienböker? Ja, wir arbeiten alle für Frau Wienböker. Sag mal, auf wen wartest du denn nun wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme an, du suchst Lilly. Ich sag ja, dass du da bist. Wer sind Sie denn? Ich bin Selma, seine Schwester. Oh, wollen Sie ihm das Händchen halten? Seine Schwester! Ich hätte nie gedacht, dass Bernhard Mädchen einstellt, die so aussehen. Und ich verstehe jetzt überhaupt nicht mehr, wieso er sich auf diese einsame Insel verkrochen hat. Du musst mit den Mädchen sprechen, Heinrich. Oh ja, bestimmt, ja. Heinrich, das sind sogar voll von das Netz! Was denn, Mädchen? Kühe! Sadori. Wenn ich die alle melden soll, das wäre eine Katastrophe. Allerdings, das sind nämlich Bullen. Herr Petersen in Damenbegleitung. Sie können hier nicht einfach so ankommen. Bitte was? Sie sind nicht angemeldet. Nicht direkt, aber... Ich weiß, wer angemeldet ist und wer nicht. Ja, Sie auf alle Fälle nicht. Tja, wir sind aber mal da. Ja, das sehe ich. Ach, und haben sich auch schon bedient? Ja, wir haben eine anstrengende Fahrt hinter uns, nicht? Und eine Tasse Kaffee gibt's hier ja wohl nicht. Das ist hier doch kein Ausflugslokal. Das scheint so. Darum kann ich Ihnen nur raten, so schnell wie es geht, wieder zu verschwinden. Ja, was das denn? Unser Gepäck. Sie können doch hier nicht mit Takelage aufkreuzen und dann noch in meiner Diele rumliegen lassen. Dann würde ich das an Ihrer Stelle wegräumen. Dazu bin ich ja wohl nicht da. Oh, pass auf, dazu sind Sie nicht da. Entschuldigung. Zu was, bitteschön? Zu was sind Sie denn da? Wienböker. Wienböker, wieso? Ach, sind Sie denn vielleicht Frau Wienböker? Allerdings. Fein, dann können Sie uns ja eine Tasse Kaffee machen, nicht? Oh, na bitte. Denke ich ja gar nicht an. So, und nun flattern Sie ab. Heinrich, wie kannst du zulassen, dass sie so mit uns spricht? Moment. Sie ist doch wohl nicht Ihre Frau. Oh nein, sie ist bloß meine Schwester. Ja, bloß eine Schwester. Ach so. Kommt nicht jeden Tag vor, dass hier die Frauen mit auftauchen.
Na, Sie waren wohl noch nie hier, nehme ich an. Nee, aber ich habe durch meinen Bruder viel über den Heidehof gehört, ne? Ach, Sie kommen auf Empfehlung? Oh ja. Ja, das ist ja ganz was anderes. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Oh, danke. Durch Mundreklame kriegen wir die meisten Kunden. Kunden? Heinrich, wovon schnackt sie? Überlass mir das mal. Weißt du, bei der Polizei haben wir öfter mit so drolligen Typen zu tun, nicht? Polizei? Ach, Sie sind bei der Polizei. Ja, Polizeipräsident. Das ist ja toll. Also Polizeipräsidenten hatten wir wirklich noch nicht hier. Ja, ich bin bange, ich kann Sie mal gucken. Nein, ich kann Sie nicht dazwischen nehmen. Warum sind Sie auch bloß ohne Voranmeldung gekommen? Meine Schwester und ich, wir machen Ferien. Ferien auf dem Bauernhof. Das mag ja wohl angehen, nur Sie sind hier nicht in 4 Jahreszeiten. Und darum wäre es sehr nett, wenn Ihre Pagelage aus meiner Diele wieder verschwinden würde. Also bei Licht besehen ist das nicht Ihre Diele, denn dieses Haus gehört meinem Bruder. Oh ja, und wer ist Ihr Herr Bruder? Der Eigentümer von diesem Haus. Das soll ich glauben. Wenn Sie wirklich sein Bruder wären, dann wüssten Sie, dass er hier nicht mehr lebt. Nee, das stimmt. Er lebt nirgends mehr. Bitte? Er ist nämlich tot. Ach, tot? Ja, er ging auf eine Insel, um da zu leben und zu arbeiten. Und dabei ist er vom Trecker gefallen. Ja. Dann kann Ihr Bruder aber kein großartiger Klutenpäder gewesen sein. Er war kein Klutenpäder, er war ein Seelenretter. Dann hat er wohl gebetet, als er übers Feld gefahren ist. Ich glaube, ja. Oh, Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich Ihnen das glaube. So, ich habe ziemlich viel zu tun und weil Sie nicht angemeldet sind, darf ich Sie ja wohl nun bitten. Also Augenblick mal bitte, Augenblick mal eben. Nicht? Ach, sagen Sie mal, sind Sie denn die neue Wirtschafterin hier? Ja, natürlich. Dann sind Sie für die gute alte Frau Paschke gekommen. Ja, richtig, vor 6 Monaten. Ah, sehen Sie? Haben Sie Frau Paschke gekannt? Nee, das nicht, aber wir haben viel über Sie gehört. Sie hat nämlich lange Jahre meinen Bruder versorgt. Ja, dann sind Sie wirklich sein Bruder. Ja, natürlich bin ich sein Bruder. Oh Gott. Oh, das ist aber nicht schade. Ist doch so hübsch. Ja, und dann sind Sie seine Schwester. Selma. Also, Sie sollten nie an dem Wort eines Polizeipräsidenten zweifeln. Hm? Ich habe Ihren Bruder nie kennengelernt. Frau Paschke hat alles geregelt. So, naja, sehen Sie, ich nehme ja auch an, Sie haben das Haus so geführt, wie mein Bruder das gewollt hat. Hm? Oh ja, Oh ja, natürlich. natürlich, ja. Das stimmt, was die Frau Und dann alles in Ordnung. Sie scheinen mir aber doch ein bisschen verdattert, ne? Na, das wäre nur besser gewesen. Sie hätten uns vorher Bescheid gegeben. Ach so. Dann hätten wir alles für Sie vorbereiten können. Liebe Zeit, brennt das irgendwo? Wie kommt denn darauf? Naja, ich meine, was... Gottes Willen, muss das sein? Heinrich, Na, was gibt's? so, ich meine, das macht mir ja nichts aus, Schweine zu füttern. Aber melden? Was, Schweine melken? Heinrich, Kühe. Ich habe das doch noch nie gemacht. Brauchst du doch nicht, Selma. Glaub mir, wo wollen Sie hin, Frau Wienberger? Ich musste eben mit dem Personal sprechen. Ach so. Wieso haben Sie gepfiffen? Ist doch noch nicht Tea Time. Wie sehen Sie denn aus? Was? Sie sollten sich doch draußen um die Schweine kümmern. Wieso um die Schweine? Was heißt hier wohl so um die Schweine? Sie wissen genau, dass das Ihre Aufgabe ist, sich um die Schweine zu kümmern. In dieser Verpackung? Ziehen Sie diese Kleidage aus. Ich habe sie doch gerade erst angezogen. Was ist bloß heute mit Ihnen los? Sie ist nicht immer so. Gabi, gehen Sie die Schweine füttern. Was ist denn? Hat Frau Wienböker Ihnen noch einen Termin geben können? Termin? Wir haben gar nicht gewusst, dass er kommt, ne? Nein, allerdings nicht. Also das nächste Mal erst anmelden, Schatz. Ich hatte ja gesagt, du sollst anrufen. Gabi, kümmern Sie sich endlich um die Schweine, bitte. Augenblick, bitte. Frau Wienberger, Augenblick, ja? Na? Ich habe doch recht, dass Sie hier zum Personal gehören, ja? Tja, ich arbeite hier, wenn Sie das meinen. Ich habe 3 Angestellte. Ach, Fein. Ja, aber ehe Sie sich nur um die Schweine kümmern, wäre ich Ihnen besonders dankbar, wenn Sie ein paar Arbeitsschuhe und ein einfaches Kleid anziehen könnten, ja?
Aber nun gehen Sie erstmal in die Küche, binden sich eine weiße Schürze vor und kommen hier mit einem großen Pott voll Kaffee und ein Stück Kuchen wieder her. Ja? Ja, bitte, Frau Wienböcke. Wenn mich das in Fahrt bringt, mein Süßer. Gabi, geh erst in die Küche und tu, was der Polizeipräsident gesagt hat. Schandackel? Ach nee. So einen haben wir ja noch nie gehabt. Und was mache ich mit dem Bankdirektor? Psst, den könnt ihr auch morgen an seinem Büro treffen. Der ist doch schon hier. Er wartet doch auf mich. Dann werden sie ihn wieder los. Was? Also das ist mir noch nie passiert, dass mein Bankdirektor mich besucht hat. Ne? Ich muss mir immer einen Termin geben lassen. Er hat ja einen Termin. Sie hat ihr Konto überzogen. Und all die Mahnungen hat sie ganz einfach in den Wind geschlagen. Also musste er sie mit all seinen Fragen persönlich aufsuchen. So, na, und haben Sie ihn nur befriedigt? Noch nicht, Schatz. Gabi sagt dem Bankdirektor, soll nach Hause gehen, sofort. Ja, das wird er nicht wollen. Bringen Sie ihm das mal. Ein niedliches Mädchen. Ich hoffe, der Kuchen wird Ihnen schmecken. Sie versteht sich mehr auf heiße Sachen. So. Ich habe mit Lilly geschnackt. Wenn du willst, dann kann sie dich dazwischen schieben. Wozwischen bitte? Steffi, wie laufen Sie denn rum? Was soll der Polizeipräsident Lust finden? Schandude! Ehrlich. Steffi, ich dachte, Sie missten den Kuhstall aus. Denn was? Den Kuhstall. Heute ist doch Mittwoch und Mittwoch missten Sie doch immer den Kuhstall aus. Oh, ich glaube, dafür ist sie nicht richtig angezogen. Steffi, tun Sie mir den Gefallen und ziehen Sie sich um. Ja, und was ist mit Herrn Fischer? Kann er nach Hause schicken. Ja, ziehen Sie das an, was Sie immer beim Ausmisten anhaben. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Kuhstall gestellt. Ich muss mal richtig barsch mit den Mädchen sein. Ja, bitte. Ja, das Personal. Sicher, ja. Ach, sagen Sie mal, Frau Wienböcke, wer ist denn eigentlich Herr Fischer? Wer ist der Fischer? Ja? Fischer. Ja, Fischer, ja. Er macht den Versicherung. So. Ein ganz aufdringlicher Kerl. Er kann einfach nicht glauben, wenn eins von meinen Mädchen mal Nein sagt. So, na, das überrascht mich nicht, ne? Bist du der Mann, der keinen Termin mehr gekriegt hat? Bitte was? Das ist Lilly. Gehört die auch dazu? Also ich komm hier vor, wie im Crazy Horse. Schönen guten Tag, Fräulein Lilly. Lilly, wir haben doch gar nicht auf den Herrn Polizeipräsidenten gewartet. Das macht doch nichts. Einen Augenblick bin ich noch frei, Schatz. Mein Typ ist noch nicht aufgekommen. Ja, dafür kann ich auch nicht. Ne? Follow me! Augenblick, wieso? Ihr Cousin wollte sie doch mitnehmen. Was für ein Cousin? Ach, er wollte sie doch mitnehmen ins Dorf. Was ist los? Sie hat also Zeit, Ihnen den Pferdestall zu zeigen, wenn Sie Lust haben. Was soll ich ihm zeigen? Das ist wirklich dankenswert, Fräulein Lilly, aber ich möchte Sie nicht von der Arbeit abhalten. Ne? Hoffentlich. Los, schnell, zieh dich um. Und die Hühner hast du auch noch nicht gefüttert. Was habe ich nicht? Ich glaube, die spinnt. Follow me! Ja. Just follow me! Follow me! Ist doch eigentlich merkwürdig, dass so hübsche junge Mädchen auf so einem Bauernhof arbeiten, ne? Sind die Mädchen hier aus der Gegend? Oh ja. Ja, angezogen sind sie aber nicht für so harte Landarbeit, ne? Ich meine, da trägt man doch Stiefel und dicke Büchsen und so. Ne? Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Also das ist eine gute Idee. Nicht wahr? Wenn Sie in dem Aufzug aufs Feld gehen, da kann ja allerhand passieren. Unfallgefahr. Genau. Arbeiten gar keine Männer für Sie? Nein, noch nicht, aber die Nachfrage ist groß. Ich kann das Mehl nicht finden. Sind Sie losgeworden? Wen? Bankdirektor. Na, ich habe mich jetzt erstmal um den Kuchen gekümmert, ne? Sie sollten sich doch umziehen. Tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit das Mehl gesucht, aber leider vergebens. Oh. Was ist Na schön, dann warten wir eben bis zum Abendbrot, ne? Boah, Heinrich, was kannst du denn von so einem Bauernliedchen schon verlangen? Haben Sie die etwa mitgebracht? Ja, das ist meine Schwester. Oh, guten Tag. Ja, Fräuleinchen. Ach, Selma, ich glaube, du kannst so bei Kleinem auspacken. Ne? Auspacken? Wollen Sie denn hier bleiben? Ja, natürlich bleiben wir hier. Was?
Ja, Sie bleiben hier. Ach, Frau Wienbürger, Sie sind wohl so nett und zeigen uns die Zimmer? Ja, Gabi, bring den Herrn Polizeipräsidenten und seine Schwester zu den Zimmern, die auf den Kräutergarten rausgehen. Das Gepäck ist da hinten. Jo, und werden Sie endlich den Bankdirektor los. Und sagen Sie den Mädchen, sie sollen die anderen Zimmer aufräumen, dass da kein Kerl mehr rumliegt. Mach ich! Was haben Sie ihm gesagt, Frau Wienbürger? Gleich werden wir Sie aufs Schönste untergebracht haben. Sie logieren in Eichbaum und Sie im Weidenbaum. Heinrich, auf gar keinen Fall werde ich auf dem Baum schlafen. Alle Zimmer heißen hier nach Bäumen. Ach, wie niedlich. Ja, so hat man das Gefühl, auf dem Land zu sein. Ach, wir sind hier doch auf dem Land, oder? Sie müssen sich nur gut merken, in was für einem Baum Sie Ihr Nest haben. Zu süß. Ach, Selma, du bist wohl so gut und nimmst den Rest vom Gepäck, ja? Ja, Selma nimmt den Rest. Aber ich bitte Sie, da kümmere ich mich doch um. Lassen Sie, Frau Wienbürger, lassen Sie ruhig. Selma schafft das schon, ne? Ja, Selma schafft das schon. Ja, Selma schafft das. Na, dann kommen Sie, ich führe Sie hin. Ja, das ist nett. Und nicht vergessen, Eichbaum. Eichbaum. Schön. So, nun muss ich sehen, dass ich den Bankdirektor loswerde. Schatzilein! Tut mir leid, du musst jetzt raus hier! Ja, aber was ist denn los? Tut mir leid, du musst jetzt gehen! Also sowas ist mir überhaupt noch nicht passiert. Das ist mir aber sehr unangenehm. Ich muss aber morgen früh wieder kommen. Ich bin auch wieder... Cin cin, premi ci siamo, cin cin. Da bin ich schon. Na, sowas. Hallo? Oh, vielleicht ist ja da jemand. Hallihallo! Oh. Wer zum Teufel sind Sie denn? Oh mein Gott. Oh, nicht ganz, aber Sie sind dicht dran. Was angeln Sie hier? Ich meine, was wollen Sie hier? Fast schon 5 die Uhr. Ja, das weiß ich Schummerstündchen. Schummerstündchen. Fesenfeld. Rudolf Fesenfeld. Ich habe angerufen und mir einen Termin geben lassen. Können Sie sich nicht besinnen? Fesenfeld? Fesenfeld. Ja, Fesenfeld. Ach, Fesenfeld. Ja, nun weiß ich wieder. Ach, Sie haben aber nicht gesagt, dass Sie Pastor sind. Ich bin kein Pastor. Ja, warum dann dieser Aufzug? Na, am Telefon haben Sie gesagt, ich soll nicht so auffällig kommen. Und da dachte ich, das hier wird die Unternehmung ein bisschen ehrhaftiger machen. Nehmen Sie bloß diesen Kragen ab, bevor Sie einer sieht. Stimmt was nicht, Frau Wienbürger? Tut mir leid, Herr Fesenfeld, aber sehen Sie, da das was passiert, ganz unerwartet. Oh, zu viel Kunden? Nee, das gerade nicht. Aber im Augenblick können wir nichts für Sie tun. Ach, Tarifkonflikte. Tarifkonflikte? Oh nein. Streiken Ihre Mädchen? Oh nein, meine Mädchen sind parat. Nur ich kann sie im Augenblick nicht. Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht arbeiten lassen. Ja, aber... Sie müssen wieder gehen. Ja, aber ich habe doch extra den weiten Weg von Klein-Moordorf bis hierher gemacht. Dann müssen Sie ihm den weiten Weg nach Klein-Moordorf wieder zurückmachen. Hier sind bestimmte Personen eingetroffen. Das könnte gefährlich werden. Aber... Bitte, Herr Fesenfeld, stellen Sie keine Fragen. Gehen Sie. Und nu? Na, alles klar? Ach ja, doch, danke. Es ist ganz schön. So ein Schied aber auch. Na. Oh, schönen guten Tag auch, Herr Pastor. Was? Ach so, ja, ich will gerade wieder gehen. Aber warum denn? Sie sind doch gerade erst gekommen. Naja, ich habe das Gefühl, ich komme ein bisschen ungelegen. Ein Mann der Kirche kommt nie ungelegen. Nett von Ihnen, dass Sie mal reingucken. Ja, nur seht zu, dass ich weiterkomme. Blödsinn. Sie haben doch sicher einen weiten Weg hinter sich. Weiß Gott. Na, sehen Sie wohl. Dann setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Klein Sherry. Sherry. Bitte? Oder was trinken Sie? Ich meine, Sherry
Hey, von Zeit zu Zeit dürfen Sie als Pastor doch auch wohl, oder? Naja, ab und zu trinke ich natürlich auch mal ein Glas. Na, sehen Sie. Ja, nun setzen Sie sich hin und schonen Sie Ihre Kräfte. Oh, das ist ja nun leider nicht mehr so wichtig. So, bitteschön. Oh, danke. Das muss doch sehr anstrengend sein, immer so auf der Kanzel rumstehen, nicht? Nehme ich an, ja. Bitte was? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich Pastor bin. Bitte was? Ich bin gar kein Pastor. Nicht? Nein, ich bin nur wie ein Pastor angezogen. In Wirklichkeit bin ich aus demselben Grund hier wie Sie, ja. Angeln, Jagen und sowas? Was? Ich verstehe, Sie sind ein Freund von meinem Bruder und der hat Sie eingeladen zum Angeln und sowas. Und sowas? Sie sind ja immer noch da. Ach, wie schön, dass Sie noch hier sind, Herr Pastor. Oh, Augenblick, er ist gar kein Pastor. Natürlich ist er Pastor. Sie sind doch Pastor, Herr Pastor, oder nicht, Herr Pastor? Naja, also wie ich schon gesagt habe, Bitte, Herr Pastor. Oh, Ich will hoffen, Sie haben dem Herrn Pastor kein Sherry gegeben. Na ja, doch, habe ich ja so 1, 2, 4, 5, 6 Gläser hat er sich wohl genehmigt, nicht? Der Alkohol. Ich sag ja, die Pastoren heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also, Frau Rienbücker, dieser Mann sagt, er ist kein Pastor und ich glaube ihm das, ne? Und wenn der Papst hier reinkommt und sagt, er ist Fischhändler, dann glauben Sie das auch. ja, also ich glaube, ich muss nun wirklich gehen. Ja! Ja, aber warum denn? Sie sind doch gerade erst gekommen und haben noch nicht einen einzigen Fisch geangelt. Fisch, was für Fisch denn? Naja, er darf hier gerne seine Angel ausschmeißen, wenn er das will. Ja. Ja, natürlich. Also bitte, wenn dieser Herr kein Pastor ist und bloß so zum Angeln hergekommen ist, warum ist er dann wie ein Pastor angezogen? Das ist eine gute Frage, Frau Rienbücker. Warum sind Sie in dieser Verkleidung hergekommen? Also ich bin aus demselben Grund hier wie Sie. Sie müssen ihm das nachsehen, er hat ein bisschen viel um die Ohren gehabt. Ach so, ja. Er ist zum Angeln hier, der Herr Polizeipräsident. Polizeipräsident? Genau. Und dieses Haus gehört dem Bruder vom Herrn Polizeipräsidenten. Der vom Trecker gefallen ist? Jawohl. Und nun sind der Herr Polizeipräsident und seine Schwester hier in Urlaub. Seine Schwester auch? Ja, ja, Selma. Oh mein Gott. Zum Beten ist das nun zu spät. Ich glaube, wir sind uns noch gar nicht vorgestellt Oh, worden. nö, das stimmt überhaupt. Heinrich Petersen, guten Tag. Fesenfeld, Rudolf Fesenfeld, Pastor. Verdammt nochmal zu, was wird hier eigentlich gespielt? Sagen Sie, können Sie nicht entschließen oder was? Hm? Er ist so ein Eulenspiegel. Immer muss er was spielen. Nicht, Herr Pastor? Ja, so ein kleiner Spaß ab und zu gefällt mir ganz gut. Spaß. Bitte sehr, der Herr. Ist das so recht? Ja, das ist doch ein ganz anderer Schnack, ne? Erst steht auf so ein Aufzug. Ein bisschen pervers, wenn Sie mich fragen, aber der eine so, der andere so. Oh Gott, ein Pastor. Ja, wieso geht man nicht mit dem Pastor um? Ich bin nur auf dem Sprung vorbeigekommen. Ich wollte nur mal sehen, wie das hier alles so läuft. Ein waches Auge auf meine Schäfchen und so. Ich muss schon sagen, die Kundschaft hier, erst ein Polizeipräsident, dann ein Pastor, soll mich gar nicht wundern, wenn unser Bundeskanzler hier aufkreuzt. Also ich muss nun wirklich gehen. Wo wollen Sie hin? Naja, ich habe auch noch andere Visiten zu machen. Also wenn Sie überall so viel Sherry trinken wie hier, dann werden Sie das bestimmt nicht mehr schaffen, bis in Ihre Sakristei. Da ist vom Augenblick ein Mann mit dem Fahrrad weggefahren. Mein Bankdirektor. Schon wieder ein zufriedener Kunde. Halt den Mund! Ich bin das, Gabi. Ach, das sieht ja niedlich aus. Er hatte das verdammt eilig Ja, das schmiert. kann ich mir vorstellen. Er hat in die Pedale getreten, wie verrückt. Wo hat er seinen Wagen? Na, an der Kieskuhle. Er wollte nicht, dass man sein Auto hier direkt vor der Tür stehen sieht. Das Rad gehört dem Schornsteinfeger. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Schornsteinfeger hier ist. Und doch. Er kommt immer am Donnerstag. Wie nett von ihm, dass er dem Bankdirektor so einfach sein Fahrrad geliehen hat. Das hat er ihm nicht einfach geliehen. Das hat er ihm einfach geklaut. Und der Schornsteinfeger hat ihn nicht aufgehalten? Natürlich, aber dabei ist er von der Leiter gefallen. Der Arme, ist ihm was passiert? Keine Ahnung. Ich musste mich ja umziehen, ne? Frau Rienböker,
Womit soll ich denn den Kuhstall sauber machen? Mit dem Besen, Steffi, mit dem Besen. Was hat die denn in der Verkleidung vor? Sie trinkt den Kaffee auf. Ach so, ich dachte, sie trägt alle Klamotten auf. Hoffentlich geht es dem Schornsteinfeger wieder gut. Ja, also ich muss jetzt wirklich gehen. Großer Gott, Heinrich, hast du schon gesehen? Was? Ein Pastor. Wenn er ein Pastor ist. Ich glaube, er ist sich nicht ganz sicher. Wie schön, dass Sie gekommen sind, Herr Pastor. Ich glaube, das wird ein wunderschöner Abend. Wollen Sie sich nicht den Garten ansehen? Also Ach, kommen Sie, wir beide haben eine Menge miteinander zu besprechen. Wirklich? Ja, Heinrich und ich, wir hatten einen Bruder, der in Ihre Branche eingestiegen ist. Heinrich! Wovon schnackt ihr eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Wir können das alles auf unserem Spaziergang durch den Garten schnacken. Komm, Heinrich, die frische Luft wird dir gut tun. Ja, Selma. Komm, Heinrich, die frische Luft wird dir gut tun. Ja, Selma! Um Himmels Willen, zieh dir sofort was anderes an. Ist was passiert, Frau Wienböcker? Noch nicht, aber da wird was passieren, wenn du dir nicht was Anständiges anziehst. Oh, ich kann nicht mehr. Was ist denn nun eigentlich los hier? Ein Polizeipräsident ist los. Ja, Das ist unser Problem. Ach, und ich dachte, er ist hier wegen... Na, Sie wissen schon. Und ist er nicht? Er hat doch gar keine Ahnung von. Na, Sie wissen schon. Was will er denn hier? Urlaub machen. Urlaub machen. Dieses Haus gehört seinem Bruder. Oh Gott! Ja, Und was passiert, wenn er dahinter kommt? er ist Polizist. Er wird zuerst schießen und dann fragen Stan. Hat sein Bruder nicht Bescheid gewusst? Natürlich nicht. Das ging doch hier erst los, als er auf seiner Insel war. Also dann haben Sie das alles hier aufgezogen. Ja. Sehen Sie, das Haus ist so groß und ich bin eine, die allen Menschen was Gutes tun will. Ich habe mir nichts Schlechtes dabei gedacht, Herr Pastor. Ich bin doch kein Pastor. Was bleiben Sie denn? Die beiden glauben aber, dass sie Pastor sind, also werden sie das auch bleiben. So, und nun gehen Sie in den Garten spazieren und lächeln Sie. Nix heißt lächeln. Ja? Ja? Na, sehen Sie. Oh mein Gott! Und was nun, Frau Wienböcker? Ja, was ist denn? Ja, was soll nun werden? Nun wird nicht mehr rumscharwenzelt. Nun geht's an die Arbeit. Los, Gabi, mach endlich Kaffee, sorg für Abendbrot und so weiter. Kaffee machen? Abendbrot? Guck auch mal nach, ob auch alle Zimmer wirklich leer sind. Ja, ja, mach ich. Noch solche Flucht auf dem Rad können wir uns nicht leisten. Steffi, du gehst zurück in den Kuhstall. Kuhstall. Lilly füttert die Hühner. Hühner? Und raus aus diesen Klamotten. Und wenn hier irgendwelche Männer auftauchen, schickt sie weg. Wegschicken. Ja. Na, so was. Nee, das wird mir alles zu viel. Ich muss was trinken. Oh, wie kriege ich das bloß alles auf die Reihe? Was das für ein Tag ist. Ah! Oh nein, nicht noch einer. Die Tür stand offen, da war ich so frei. Ich nehme an, Sie sind wegen eines Mädchens hier. Wegen was für ein Mädchen? Wenn Sie das wollen, was ich denke, dass Sie das wollen, dann sollten Sie woanders hingehen. Hier kriegen Sie das nicht. Dies hier ist doch der Heidehof. Stimmt, aber was Sie auch immer gehört haben, das ist nicht wahr. Dies ist ein anständiges Haus. Machen Sie sich also bitte wieder auf den Weg. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Noch ein Pastor. Also wenn Sie nur schon für den Weihnachtsbasar sammeln wollen, dann sind Sie 7 Monate zu früh. Also hopp, hopp, raus hier. Ich hab hier was zu erledigen. Das haben Sie nicht. Nichts haben Sie hier zu erledigen. Und niemand hat Sie gebeten, sich hinzusetzen. Es ist ziemlich weit vom Dorf hierher. Sagen Sie bloß, Sie sind den ganzen Weg zu Fuß gelaufen. Oh nee, ich bin auf dem Pferd gekommen. Was? Auf dem Pferd? Oh, hergeritten. Ich habe versucht, am Bahnhof ein Taxi zu kriegen, leider vergebens. Aber ein Pferd haben Sie gekriegt. Ja, mir fiel dieser Reitstall ins Auge. Da kann man die Viecher stundenweise ausleihen. Die Leute guckten erst ein bisschen verdattert, als ich ihnen erzählte, wo ich hin will. Kein Wunder. Na, Sie sehen nicht gerade aus wie John Wayne. Naja, aber ich war mal Jockey, als ich noch klein war. Was, noch kleiner?
Das hat doch bestimmt einen Aufstand gegeben. Sie so auf dem Pferd. Ein oder zwei Leute haben ein bisschen dumm geguckt, das muss ich zugeben, ja. Und wo haben Sie Ihre Rosinante nun gelassen? Am Zaun festgebunden. Am Zaun? Mal gucken. Kann man ja gar nicht glauben. Wahrhaftig. Also, Sie Westernheld, dann binden Sie Ihren Zossen mal wieder los und reiten Sie auf die untergehende Sonne zu. Hier können Sie nicht länger rumgammeln. Aber ich bin doch eben erst angekommen. Oh, ich hab schon genug Malessen. Wenn jemand Sie hier findet, dann ist der Teufel los. Frau Wienböcker, da steht ein Pferd vor der Tür. Das ist seins. Er auf dem Pferd? Du Nallitschen. Mal was Neues, ne? Ist er angemeldet? Nein. Ei. Ich habe Sie auf gut Glück aufgesucht. Die Sache ist hochnötig. Das sagen Sie alle. Da steht ein Pferd vor der Tür. Das ist seins. Oh, tut mir leid, Schatz. Musst dir einen Gutschein ausstellen lassen. Er kann hier nicht bleiben. Weiß er schon. Den können wir doch nicht auch noch als Pasta ausgeben. Hey, Gabi, wo ist der Polizeipräsident nun? Na, eben war er noch unten beim Gartenhaus. Ich guck mal nach. Habe ich richtig gehört? Ein Polizeipräsident ist beim Gartenhaus. Gewesen. Er kommt wieder her. Mein Gott! Wissen Sie, der Polizeipräsident ahnt nichts von. Na, Sie wissen schon. Ja, was soll ich denn wissen? Er ist gleich hier. Gabi, Steffi, lenkt ihn ab. Ja, bitte. Haltet ihn auf. Ich werde inzwischen hier den Jockey los. Los, kommt sie! Los! Schnell! Nein. Hier rein. Ist ja bloß für ein paar Minuten. Das ist ja ein Schrank. Das weiß ich. Wenn die Luft rein ist, hole ich sie wieder raus. Kann ich nicht vielleicht woanders warten? Woanders könnte man sie vielleicht sehen. Rein mit ihnen! Ich bin nicht hierher geritten, um denn im Schrank rumzustehen. Moment. So. Bitteschön. Nun können Sie sich hinsetzen. Ist ja bloß für ein paar Minuten. Das letzte Mal, als ich im Schrank gesessen habe, hatte ich mächtigen Durst. Sofort. Bitteschön. Verbindlichsten Dank. Frau Wienböcker, da hat einer ein Pferd am Gartenzaun stehen. Ein Pferd? Ja. Ein Pferd am Gartenzaun? Ja. Oh, was macht denn ein Pferd am Gartenzaun? Steht da so rum, ne? Kaut ab und an ein bisschen Gras. Was war das? Ich habe nichts gehört. So, haben Sie vielleicht eine Idee, wem das Pferd gehört? Nein. Also als wir gekommen sind, stand das noch nicht da. Sind Sie sicher? Oh, ich meine, das hätte ich sehen müssen. Ach ja, das ist wohl von der Heide rübergebaggert. Was? Da gibt's Pferde? Oh ja, ein ganzes Rudel. Ach. Wildpferde. Die ganze Heide ist voll von Wildpferden. So? Das ist ja ein Ding. Da muss ich doch schnell. Das ist aber kein Wildpferd. Oh, warum nicht? Na, ein Wildpferd mit Zaumzeug und Sattel. Da war das schon wieder. Diesmal müssen Sie das aber gehört haben. Nun weiß ich wieder, wo das herkommt. Bitte was? Das Pferd. Ach so. Das wird wohl aus dem Reitstall im Dorf sein. Da sind die Pferde so ein bisschen wipstätig. Und manchmal schmeißen sie den Reiter ab. Oh. Und dann laufen sie rum, ganz allein, stundenlang. Ja. So ist das wohl auch mit diesem gewesen. Ja. Und dann hat sich das selber am Zaun festgebunden, ne? Also Frau Wienböcker. Überlassen Sie das Pferd bitte mir, Herr Polizeipräsident. Und gehen Sie wieder zurück in den Garten. Nee, ich bin nur lange genug spazieren gegangen, ne? Ich will mich erst mal ein bisschen hinsetzen. Und Sie können so freundlich sein und mir einen Cognac einschenken. Was, ein Cognac? Ja. Der Cognac ist ausgegangen. Was? Der Cognac? Tch, ich habe doch gerade eben einen getrunken.
Sie kriegen keinen Cognac. Nicht in Gummistiefeln. Na schön, wenn sie das glücklich macht, kann ich sie ausziehen und mir Schuhe anziehen. Mein Gott nochmal. Aber wenn ich zurückkomme, dann steht hier ein Cognac auf dem Tisch. Ein doppelter, klar? Ich will's versuchen. Ja, versuchen. Ja. Na, ist die Luft rein? Im Gegenteil, zurück. Hier mit der Buddel. Ich hab doch gar nicht getrunken. Sie bleiben da drin, bis ich Sie rufe. Das ist auch. Unverschämt. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Wie kriege ich bloß alles auf die Reihe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein. So, das langt ja wohl. Oh, das ist ein Tag. Frau Wienböker! Das Pferd, das da draußen angebunden war! Das hat sich losgemacht. Was? Und spaziert nun durch den Grünkohl? Oh, lieber Himmel, wir müssen den Hengst aufhalten. Oh, schnell! Mit so einem Hengst hatten wir noch nie was zu tun, ne? Na nu. Also. Frau Wienböker, ich hatte doch gesagt, Sie sollten mir... Ach, was soll die Rederei? Was soll ich... Na nu. Tja, wo ist denn der Cognac abgeblieben? Eben war doch noch da. Wo ist er weg? Na so, was? Herein! Oh, haben Sie den Cognac gesucht? Allerdings. Sagen Sie mal, verstecken Sie sich öfter mit einer Flasche Cognac im Schrank? Oh nee, das ist das erste Mal. Ganz was Neues für mich. So. Ich will nicht hoffen, dass Sie sich daran gewöhnen, ne? Ich mache das nämlich nicht haben, wenn wir Leute aus dem Schrank steigen, ne? Sie hat gesagt, ich soll warten, bis die Luft rein ist. Wer hat das gesagt? Die Dame, die mich in den Schrank geschickt hat. Und Sie haben nicht gefragt, warum? Dazu bin ich nicht gekommen. Sie hat mich hier reingeschubst und die Tür zugemacht. Mit dem Cognac? Mit dem Cognac. Da haben Sie aber Glück gehabt. Sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt?
Mein Name ist Tanneberg, ich bin Anwalt. Tanneberg? Ja. Ach, von Tanneberg. Tanneberg, Tietjen und Tanneberg. Richtig geraten. Ja, und was wollen Sie hier? Ich habe Neuigkeiten über Herrn Petersen. Über meinen Bruder? Ja, und ich verkündige euch große Freude. Na. Also, wenn einer vom Trecker fällt und sich den Hals bricht, dann ist das kein Grund für große Freude, nicht? Ja, das ist es ja. Bitte was? Er ist zwar, aber er ist nicht. Er ist zwar, aber er ist nicht. Genau. Sagen Sie mal, ist Ihnen hinterher immer so, wenn Sie mit einer Flasche Cognac im Dunkeln gesessen haben? Er ist zwar vom Trecker gefallen, aber er ist nicht tot. Nicht tot? Nee, gesund und munter. Nee. Ja. Naja, das ist ja nun wirklich große Freude, nicht? Setz dich hin, bitte nimm Sie Platz. Also ist ja nicht zu glauben. Meine Schwester, die wird sich freuen. Ist wahr. Bestimmt, ja. Na dann Prost, Herr Tanneberg. Prost, Herr Petersen. Prost. Und Ihr Bruder kommt her. Was? Ja, und zwar bald. Nee, das ist ja nicht zu glauben. Ah, da ist ja die Dame, die mich in den Schrank geschickt hat. Ja. Los, raus hier! Lassen Sie mich los! Oh, mit Ihnen werde ich schon noch fertig! Augenblick mal, Frau Wien. Oh, tut mir leid, dass er Ihnen zur Last gefallen ist. Ich werde ihn schon los. Also, an Ihrer Stelle würde ich verschwinden. Dieser Herr ist Polizeipräsident. Satteln Sie also schnell Ihr Pferd. So, Augenblick mal eben. Also das Pferd, was da draußen am Zaun steht, das gehört Ihnen? Ja, ich habe es im Reitstall ausgeliehen. Ach, und Sie sind hierher geritten? Ja. Das Pferd ist uns ausgebüxt. Oh, ich habe euch doch gesagt, ihr solltet auf den Klepper ran. Hey, das haben wir ja versucht, man, er war zu stark. Gabi jagt nur hinter ihm her. Och nee, ich muss den Haufen Geld als Sicherheit im Reitstall lassen. Und ich werde erst mal selber suchen. Na, die wird sich vielleicht freuen. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Toter zurückkommt, nicht? Ein Toter zurückkommt. Ein Zimmer ist aber doch besetzt. Das kann ich angehen. Auf jeden Fall liegt da ein Mann im Bett. Ich habe ihn durchs Fenster gesehen. Was, im Birkenbaum? Oh Gott. Ja, dann müssen Sie dafür sorgen, dass der Polizeipräsident das nicht mitkriegt. Das kann ich nicht. Ich will auch nicht. Ich muss nur partout. Sie können partout. Was würde Ihre Frau wohl dazu sagen, lieber Herr Fesenfeld, dass Sie... Na, Sie wissen schon... Also gut, ich kann. Na, sehen Sie. Nein, da ist der Polizeipräsident rausgegangen. Ich kann. Und ich gucke will. nach, wer sich da einen Birkenbaum aufs Ohr gelegt hat. Erschreckt. Wie haben Sie sich denn ausstaffiert, hä? Ausstaffiert? So laufe ich immer rum. Sie meinen abends? Abends, morgens, immer. Sie meinen immer, wenn Sie so einen Rappel kriegen. Kriechen Sie in das Dings da? Ein bisschen pervers, wa? Bitte? Naja, zuerst muss ich mir das anziehen, dann ziehen Sie sich das da an. Also, hör mal, so sollten Sie nicht rumlaufen. Ja, Sie haben das doch von mir verlangt. Ich? Sie wissen doch, Arbeitsschuhe, ein einfaches Kleid und eine weiße Schürze. Also, ich bin ganz und gar dagegen, den Klassenunterschied schon durch die Kleidung deutlich zu machen. Ne? Guck an. Ja. Sie bringen hier doch, leisten hier doch gute Arbeit, oder? Tja, ich will hoffen, ich arbeite so, dass alle befriedigt sind. Sehen Sie? Also, ich will Sie in diesen Klamotten nicht mehr sehen. Hm? Alle Menschen sind gleich. Merken Sie sich das bitte. Alle Menschen sind gleich. Jawohl. Also, ziehen Sie das aus. Wirklich? Ja, raus aus dieser Uniform. Jetzt
sofort. Sehen Sie, jetzt haben Sie mich verstanden. Cin cin, premi, ci siamo, cin cin. Oh Gott, der Pastor! Vielleicht ist er wieder im Garten gegangen. Ach, da sind Sie ja. Frau Wienböcker. Meine Zeit. Tja, das ist eine Überraschung, nicht, Herr Pastor? Das kann man wohl sagen. Sind Sie neu in der Gemeinde? Was? Naja, ich meine, wir beide sind uns doch noch nie nicht begegnet, oder? Noch nie nicht begegnet? Bitte nehmen Sie Platz. Setzen Sie sich hin, bitte. Also meine Schwester, die wird sich freuen. Ich werde Sie suchen. Oh, nein, das mache ich schon. Bleiben Sie sitzen, ich weiß hier doch Bescheid. Sie ist gewiss im Garten. Bei den Blumen, ne? Hat Ihre Schwester Sie schon mal so angezogen gesehen? Ich glaube nicht. Und das wird noch eine große Überraschung für Sie werden. Das glaube ich auch. Herr Wiesenfeld! Sie hatten recht. Da ist ein Mann im Birkenbaum. Na, wer ist das? Der Schornsteinfeger. Der von der Leiter gefallen ist? Ja. Ja, was macht er denn im Birkenbaum? Ich nehme an, er ist da halb benusselt reingestrumpelt. Ja, und sind Sie wieder losgeworden? Das konnte ich nicht. Ja, warum denn nicht? Er ist tot. Tot? Ja. Oh mein Gott. Er liegt da und rührt sich nicht. Wahrscheinlich ist er auf den Kopf gefallen. Wo wollen Sie hin? Ich bleib nicht in einem Haus mit einem toten Schornsteinfeger. Doch, Sie bleiben. Wir müssen ihn rausschaffen. Nein. Oh doch. Sie müssen die Polizei holen. Ist doch schon hier. Was? Der Polizeipräsident. Allerdings können wir ihm nichts davon sagen. Also müssen Sie mir nun helfen, den Schornsteinfeger beiseite zu bringen. Bitte. Wo sollen wir ihn hinbringen? Das weiß ich auch nicht. Also los! Frau Wienböcker, ich hab Sie mal gesucht! Was ist denn nun schon wieder passiert? Hier war eben noch ein Mönch. Ach, das war doch der Polizeipräsident. Und warum hat er sich umgezogen? Als Mönch? Das weiß ich doch nicht. Du hör mal, ich habe im Augenblick andere Sorgen. Verzieh dich wieder. Verzieh dich wieder. Warum? Um alles in der Welt habe ich bloß wieder mit dem Reiten eingefallen. Der Arme ist fix und fertig. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich verdrücken. Ach, schimpfen Sie nicht auch noch mit ihm, Frau Wienböcker. Er kann doch knapp noch stehen. Oh, guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag. Wer zum Teufel ist das? Spielt keine Rolle. Habt ihr das Pferd wenigstens eingefangen? Ja, war aber eine böse Jagd. Ich nehme an, Herr Pastor, Sie sind hier, um dem Haus hier einen Segen zu geben. Nicht direkt. Pastor Wiesenfeld ist hier wegen dem Adventsbasar. Was? Also los, Herr Pastor. Sie wissen ja, wo er liegt. Und was liegt? Was Sie mitnehmen wollten. Was? Den schwarzen Glücksbringer für den Adventsbasar. Ich verstehe nicht. Den Schornsteinfeger. Oh Gott, oh Gott. Und ihr passt auf, dass das Pferd sich nicht wieder losreißt. Los! Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Himmels Willen, Sie wollten mich doch nicht wieder in den Schank schicken, oder? Nicht, wenn Sie tun, was ich sage. Also, der Polizeipräsident weiß nicht, was hier vor sich geht. So. Egal, was passiert, sagen Sie ihm nicht, wer Sie sind. Ja, das weiß er schon. Dann müssen Sie ihm erklären, dass Sie geschwindelt haben. Warum? Wenn der Polizeipräsident dahinter kommt, warum Sie wirklich hier sind, dann wird er Sie wahrscheinlich erschießen. Ach du liebe Zeit! Und ich habe geglaubt, ich verkündige euch große Freude. Sind Sie ganz sicher? Ja, Sie müssen ein anderer sein, als Sie sind. Was? Ich muss ein anderer sein, als ich bin? Ja, Ich muss ein anderer sein, als ich bin. gut so. Ich muss ein anderer sein, als ich bin. Ich muss ein anderer sein, als ich bin. Was für Dame? Sie trinken doch wohl nicht schon wieder? Sie wollen nicht ins Schrank, oder? Haben Sie eine Pistole bei sich? Die Pistole, wie kommen Sie da denn drauf? Ach, schön. Naja, dann schenken Sie schon ein, ne? Ja, gerne. Sie auch gleich ein, wenn Sie einmal dabei sind. Ja, danke. Danke. So. Prost. Prost. Und Sie haben Ihr Pferd wieder eingefangen? Ja, gesund und munter. Wunderbar. Prost. Prost. Die anderen reiten nicht, was? Die anderen? Naja, Ihre Kompagnons. Von Tanneberg, Tietjen und Tanneberg. Ich weiß wirklich nicht. Naja, das wird ja auch ein bisschen putzig aussehen, nicht?
Wenn 3 Männer hoch zu Pferd in die Kanzlei zuckeln, nicht? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Kompagnons, Kanzlei? Fühlen Sie sich nicht gut? Naja, ich bin ein bisschen durcheinander. Ach so. Aber ich bin nicht der, den Sie glauben, vor sich zu haben. Bitte was? Was glauben Sie, wer ich bin? Nur Tanneberg. Von Tanneberg, Tietjen und Tanneberg. Nein? 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 Ich muss ein anderer sein, als ich bin. Ich muss ein anderer sein, als ich bin. Sagen Sie mal, sind Sie immer so durcheinander, wenn Sie auf dem Pferd gesessen haben? Mein Name ist Hecht. Hecht? Ja, Albert Hecht. Albert Hecht! Ach, Donnerwetter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist eine Überraschung für Sie, nicht? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Was meinen Sie wohl, was ich für einen Beruf habe? Anwalt. Nee. Nee, natürlich nicht. Dumm von mir, nicht? Das war ja auch Tanneberg. So was. Soll ich Ihnen das verraten? Nee, lassen Sie mal. Vielleicht komme ich da selber mit drauf. Na? Soll ich ein bisschen nachhelfen? Ja, wäre vielleicht besser. Ich bin Doktor. Doktor? Ja, Viehdoktor. Frau Viehdoktor. Wieböcker hat Scherereien mit ihren Schweinen. Och, Sie wollten doch in den Stall gucken zu den Schweinen, nicht? Sonst fallen die noch alle tot um. Nun kommen Sie mal. Ich hab meinen besten Anzug an. Ja, das hätten Sie vorher überlegen müssen, nicht? Raus mit Ihnen. Wir werden schon was Passliches finden. Und das brauchen Sie nun noch mehr. Alle Menschen sind gleich. Ja, was denn? Nun mal raus. Alle Schweine sind gleich. Ja, auch. Ein Flieger im Wäschekorb. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Gebot, Herr Pastor! Ja, wie sagen Sie das? Sie hatten doch auch nichts dagegen, meine Hilfe anzunehmen, als es darum ging, Ihrer Lust zu frönen. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir bringen ihn Kuster. Ich glaube, ich habe gerade einen Geist gesehen. Was nun schon? Ein Geist? Wie sah er aus? Wie ein Mönch. Er hatte eine Kutte an. Ach so, der. Soll das heißen, Sie haben ihn auch gesehen? Eben gerade. Wer war das? Ihr Bruder. Nee, warum sollte Heinrich denn eine Kutte tragen? Naja, vielleicht wollte er sich das ein bisschen bequem machen am Abend. Nee, ich bin sicher, das war mein anderer Bruder Bernhard. Der vom Träger gefallen ist und tot ist. Ja, natürlich. Er hatte sich doch so einer Sekte angeschlossen und vielleicht tragen die da alle eine Kutte. Warum stehen Sie eigentlich wie angewachsen vor diesem Wäschekorb, Herr Pastor? Ich helfe Frau Wienböker. Ein Pastor weiß doch am besten, mit der schmutzigen Wäsche von anderen Leuten umzugehen. Und wo soll der Wäschekorb nur hin? Wir bringen ihn in den Kuhstall. Mit der Wäsche in Kuhstall? Wegen dem Lieferwagen. Verstehen Sie? Nee. Der Lieferwagen von der Reinigung. Der hält vom Kuhstall. Und da laden Sie die Wäsche ein. Und warum hält der Lieferwagen von der Reinigung nicht vor der Haustür? Weil da... Das Pferd steht. Aber das Pferd steht doch nicht immer vor der Haustür. Nee. Aber heute. Also los, Herr Pastor. Ich hab gar nicht gewusst, dass du der Schorfsack wieder so spielst. Oh, Selma. Da bist du ja. Ich hab dich schon im ganzen Haus gesucht. Ich hatte also recht. Du bist es. Naja, ich habe mir gleich gedacht, dass dich das überraschen würde. Aber das ist wirklich nicht recht von dir, Bernhard, dich hier einfach so zu zeigen. Du weißt, wie sensibel ich bin. Ich hätte glatt weg in Ohnmacht fallen können. Ach, du meinst wegen diesem Ding? Aber ich meine doch nicht diese Kutte, Bernhard. Nee, ich meine, naja, weil du da oben bist. Und du hier unten bist. Du bist doch da oben, oder? Ach, du meinst auf der Insel? Was? Ja, freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ich hätte vielleicht doch ganz gerne eine kleine Vorwarnung gehabt. Ja, verstehe ich. Tut mir leid. Aber die Verbindung von da oben ist ein bisschen vertrackt, nicht? Ah, da bist du ja. Ich wollte mich entschuldigen. Wieso? Für was?
Na, dass ich mit so einem Geschrei vor dir weggelaufen bin. Ach, Sie waren das? Ja, ich hab dich nicht erkannt. So wie du dich angezogen hast. Naja, ist ja auch kein Wunder, nicht? Sie haben mich ja noch nie gesehen. Was? Natürlich habe ich dich schon gesehen. Mein Bruder ist gerade eben erst angekommen. Was? Wieso? Naja, wie lange arbeiten Sie hier schon? Oh, so ungefähr 3 Monate. Mit Ruhepausen. Naja, wir kümmern uns um die Hühner. Und um die Hähne. Ah, ja. Aber Sie haben ja schon wieder das Dings da an. Kann ich verstehen. Abends wird das hier wirklich ein bisschen frisch, ne? Wir können ja ein bisschen einheizen. Ein bisschen Feuer machen. Augenblick bitte. Hä? Warum haben Sie sich nicht umgezogen? Was ist los? Naja, sehen Sie, diese beiden jungen Damen arbeiten hier doch auch und tragen keine Uniform. Hm? Also, ziehen Sie sich um, bitte. Der weiß auch nicht, was er will, Mann! Gabi! Ich glaube, ich muss ein ernstes Wort mit ihr sprechen. Wieso? Sie hat kein Recht, so mit dem Geist zu reden. Mit dem Geist. Geist. Wen meint die denn? Ich glaube nicht. Die? Mhm. Du bist doch kein Geist. Oder? Naja. Warum haben Sie nicht aufgepasst, ob die Luft rein ist? Ich wusste doch nicht, dass er wieder rausgegangen ist. Los, bevor er uns wieder sieht. Dübelock. Wie sind Sie hier reingekommen? Von da? Ja, vom Augenblick waren Sie doch noch da. Ich? Ja, Sie haben da draußen mit dem lütten Mann im Anzug gesprochen. Oh nee, ich habe hier drinnen mit meiner Schwester gesprochen. Aus irgendeinem Grund hält die mich für einen Geist. Naja, aber Selma hatte das schon immer mit der Spökenkickerei, nicht? Ach, sagen Sie mal, ist diese gute Frau Ihre Gattin? Oh, natürlich bin ich nicht seine Gattin. Ich bin doch Frau Wienböker. Besinnen Sie sich nicht? Ich arbeite hier. Oh, tut mir leid, Mann. Aber das sah so nett aus, als Sie zusammen den Korb geschoben haben, ne? Der Pastor hat mir nur geholfen, die schmutzige Wäsche in den Kuhstall zu bringen. Warum wollen Sie die schmutzige Wäsche in den Kuhstall bringen? Damit der Lieferwagen das Pferd nicht verjagt. Das Pferd? Auf das der lütte Mann im Anzug angekommen ist. Der lütte Mann im Anzug? Der mit der Cognacbuttel im Schrank gesessen hat. Ach so, ja natürlich, auf den kann ich mich gut besinnen. Ja, was hat der denn im Schrank gemacht? Was hat er da gemacht? Den Stromzähler abgelesen. Mit einer Cognacflasche in der Hand, ne? Wer weiß. Naja, dann ist er jetzt wohl mit dem Ablesen fertig und ist auf seinem Pferd nach Hause gezuckelt. Nicht wahr? Das nehme ich an, ja. Das sehen Sie wohl, dann ist ja alles in Ordnung und Sie brauchen den Korb nicht mehr in den Kuhstall zu bringen, nicht? Sie haben ja recht. Also los, Herr Pastor. Aber lassen Sie doch Frau Wien. Nein, ich mach das schon. Sie werden sich nur mit Ihrer Kutte vertütern. Ach, da machen Sie sich mal keine Sorgen, Herr Pastor. Ich fass doch gerne mit. Ach, ich mach das schon. Gabi, wie sehen Sie denn aus? Er macht mich lieber so. Ja, das ist doch hübsch. Ihre Schwester spielt da draußen verrückt. Glaubt, sie hat einen Geist gesehen. Ach, du liebe Zeit. Naja, vielleicht sollte ich mal mit ihr reden, nicht? Tut mir leid, Herr Pastor, aber ich glaube, Sie kommen auch ohne mich zurecht. Besser. Viel besser. Oh. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nachgucken, ob alle Zimmer leer sind. Sie waren leer. Der Birkenbaum nicht. Im Birkenbaum war der Bankdirektor und der ist mit dem Rad weggefahren. Mit dem Rad von Schornsteinfeger. Der von der Leiter gefallen ist, jawohl. Auf den Kopf. Und dann ist er in den Birkenbaum reingedödelt und hat sich da hingelegt. Och, der wird schon wieder zu sich kommen. Haben Sie ihm gesagt, dass er verschwinden soll? Das konnte ich nicht. Wieso nicht? Er ist tot. Tot? Und wo ist die Leiche? Hier drin. Da drin? Er hat sich wieder umgezogen!
Nichts hören, nichts sehen, nichts reden. Haben Sie meine Schwester gesehen? Haben Sie meine Schwester gesehen? Haben wir sie da denn nicht gefunden? Wieso da? Eben ist sie noch im Garten spazieren gegangen. Wollen Sie damit sagen, Ihre Schwester hat den Geist auch im Garten gesehen? Was für ein Geist? Den Ihre Schwester gesehen hat. Besinnen Sie sich doch! Fühlen Sie sich gut? Ja, zumindest bis eben. Ja, und warum ziehen Sie in einer Tour mit dem Wäschekorb durch die Gegend? Und warum ziehen Sie sich in einer Tour um? Und dann noch so schnell? Eben sind Sie da noch rausgegangen. Und einen Augenblick später kommt sie hier wieder rein. Tja, die Polizei ist verdammt fix, nicht? Ach, Frau Wienböcker, seien Sie so nett und gucken Sie mal nach meiner Schwester, ja? Ja, gern. Passt auf die Wäsche auf. Oh, keine Angst, die Wäsche wird schon nicht verschwinden. Wenn sie bloß erst draußen wäre. Jo. Na, wie ist es, Herr Pastor? Können Sie noch einen Sherry vertragen? Oh, da sag ich nicht nee. Oh, der ist leider leer. Besorgen Sie doch eine frische Flasche. Hey, na, ich glaube, Sie brauchen kein Radar, um Sherry zu finden, oder? Pass auf die Wäsche auf. Jo. Sie sind ja alle sehr besorgt um die schiedige Wäsche. Was das An- und Ausziehen angeht, da sind Sie ja ein ganz Fixer, nicht? Nicht? Einfach Spitze! So? Ihr könnt doch nicht vorstellen, was mir eben passiert ist. Nee. Ja, warum haben Sie sich denn ausgezogen? Der nette Kerl mit dem Pferd. Tanneberg. Der hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Und du hast das getan. Ja, ich tue immer, was ein Mann von mir will. Und dann hat er angezogen, was ich ausgezogen habe. Ich hab doch schon immer gesagt, mit dem Kerl stimmt was nicht. Wieso? Ach, bitte, bitte. Er braucht meine Sachen. Für die Schweine. Er wollte seinen Anzug nicht schiedig machen. Natürlich. Ja, richtig. Nun ziehen Sie sich wieder was an, ne? Naja. Na? Und Sie? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich umziehen. Das habe ich doch. Sie haben doch noch immer dasselbe an wie vorher auch. Also, ziehen Sie das Kleid aus. Stand it in. Gut, Sie haben das so gewollt. Jawohl. Cin cin, premi ci siamo, cin cin, cin cin. Heinrich! Ja. Wieso, was ist denn? Der tote Schornsteinfeger. Heinrich, kannst du mir nun bitte mal erklären, was hier eigentlich vor sich geht? Also gut, Selma. Aber ich schau dich. Da kommt was auf dich zu. Hör zu, Selma. Seit Frau Wienböcker hier das Sagen hat, ist dies Haus ein bestimmtes Etablissement. Etablissement. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Gabi und die anderen Mädchen nicht hier sind, um Landwirtschaft zu betreiben. Was betreiben Sie denn? Oh, Selma! Was Frau Wienböcker hier betreibt, das ist ein... Habe ich richtig gehört? Du hast... Wie aufregend! Wieso? Das stört dich nicht ein bisschen. Aber Heinrich, ich weiß doch, dass sowas gibt. Und du willst Polizist sein. Vor deinen Augen sind die unanständigsten Sachen passiert und du hast nichts gemerkt. Ich hab das gemerkt. Ja. Nachdem der Schornsteinfeger dir alles erzählt hat. Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gewundert, warum sich diese Mädchen in einer Tour an- und ausziehen. Kein Wunder, dass Bernhard das nicht ausgehalten hat in seinem Grab. Sag mal, was tust du da?
Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Was, er ist schon hier? Ach du liebe Zeit. Bei dem ganzen Hauchhai habe ich vergessen, dir zu erzählen, dass er kommt. Du hast gewusst, dass er kommt von da oben? Ja, natürlich. Ist das nicht wunderbar? Woher hast du das gewusst? Von Herrn Tanneberg. Und woher hat er das gewusst? Selma, er ist Rechtsanwalt, wird dafür bezahlt und darum ist er hier. Oh, Herr Tanneberg ist auch hier. Ja, natürlich, er ist doch der Hecht. Wie kann der Tanneberg noch Hecht sein? Frag mich nicht, Selma, frag mich bitte nicht. Heiler Rich, wo willst du hin? Den Pass da umlegen. Heinrich, du machst dich strafbar. Der Polizeipräsident hat sie gesucht. Hat er sie gefunden? Allerdings. Na, Sie sind mir ja vielleicht eine. Mein Pferd ist geklaut. Ich habe es draußen festgemacht und es ist verschwunden. Das ist nicht das Einzige, was verschwunden ist. Warum haben Sie Steffis Sachen an? Ich musste mich doch um die Schweine kümmern. Mein Name ist doch Hecht. Ich bin doch Viehdoktor Hecht. Ja, Hecht! Haben Sie zufällig den Schornsteinfeger gesehen? Er lag hier drin und ist weg. Wie soll ich nur ohne Pferd zurückkommen ins Dorf? Ist er weg? Ja. In welche Richtung ist er gegangen? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben die zufällig ein Pferd im Garten rumbiestern sehen? Was? Ich habe mein Pferd verloren. Irgendeiner muss ihn beiseite gebracht haben. Beiseite gebracht? Den Schornsteinfeger im Wäschekorb. Schornsteinfeger im Wäschekorb? Sonderbar. Aber eben lag er doch hier noch drin. Bitte! Meine Zeit, er ist weg. Sag ich doch. Ja, wo kann er nur hin sein? Ja, weit bestimmt nicht in seinem Zustand. Wann werden die Wäsche dann abgeholt? Heute! Vielleicht kann ich dann bis zum Bahnhof mitfahren. Wir haben Geist gesehen. Geist? Hier im Zimmer. Ein Geist. Sie hat gesagt, das ist ein Geist. Wer hat das gesagt? Schwester Selma. Ach, der darf man doch nun wirklich nicht alles glauben. Und wir haben noch was gesehen. Noch was? Ein Mann stieg aus dem Korb und lief im Garten. Und Sie meinen, er war lebendig? Ja, seinem Tempo nach, ja. Gott sei Dank, dann ist er also gar nicht tot. Ist ja alles in Ordnung. Nicht alles. Ja, was denn noch? Der Polizeipräsident mit seiner Flinte. Flinte? Oh Gott! Was sollte der Polizeipräsident hier mit der Flinte durch die Gegend laufen? Er will doch angeln! Angeln? Weil er rausgekriegt hat, was hier gespielt wird. Nein! Doch! Wie hat er das rausgekriegt? Weiß ich nicht, aber in jedem Falle weiß er Bescheid. Er ist schon wieder... Was ist denn mit den Beinen los? Fein, sind Sie mit der Wäsche gar nicht gekommen, ne? Habe ich doch gleich gewusst, dass Sie das ohne mich nicht schaffen. Der hat doch gar keine Flinte. Vielleicht hat er sie unter seiner Kutte versteckt. Na? Mit dem Stromablesen im Schrank schon fertig? Was haben Sie denn dran? So, und was haben Sie da an? Ich habe das an, weil mein Name Barsch ist. Echt ist, die Viehdoktor will, wo mich um die Schweine kümmern soll. Was für ein Barsch? Echt? Viehdoktor, Frau Wienbecker, was soll das? Bitte, lassen Sie uns das in Ruhe besnacken. Bitte. Ja. Ich habe das doch bloß gut gemeint. Das Haus ist so groß. Ist doch eine Schande, so viel Zimmer einfach leer rumstehen zu lassen. War wirklich bloß ein ganz harmloses Vergnügen. Ich weiß gar nicht, von was Sie reden. Ach, das gibt doch so viele einsame Männer. Na, Sie wissen schon. Einsame Männer? Ja, und darum tut er so, als wäre ein Viehdoktor. Und dieser hier, als wäre ein Pastor. Ach, und Sie sind gar kein Viehdoktor? Naja, Und Sie sind kein Pastor? Sie sehen aber aus wie ein Pastor. Und Sie tragen Stiefel. Ja, und Sie tragen eine Kutte. Darum sind Sie noch lange nicht der Papst. Also ich weiß überhaupt nicht, von was Sie reden. Ich auch nicht. Ich kann Heinrich nicht finden. Guten Tag. Man muss sich irgendwo verstecken. Oh, Bernhard, du bist noch da. Wie schön. Ich habe Ihnen doch erzählt, ich hätte den Geist gesehen. Was ist los?
Oh, ein Geist. Ach, vielleicht können Sie ihn gar nicht sehen. Natürlich kann ich ihn sehen. Da ist er mit der Flinte durch die Gegend, wie Aber, der mit der Flinte, das ist doch Heinrich. Das hier ist mein anderer Bruder Bernhard. Bernhard ist bloß zu Besuch von da oben. Oh, das ist doch nicht wahr. Oder? Was ist nicht wahr? Dass Sie von da oben sind. Natürlich. Was vom Himmel? Ach was, nein. Von der Insel da oben. Oh, blick mal. Das heißt also, es gibt zwei von der Sorte. Ja, der. Und der andere ist der mit der Flinte. Wo wollen Sie hin? Ich übe erstmal das Vaterunser. Ja, ich werde nun erstmal nach Heinrich gucken, damit er nicht anfängt, um sich zu ballern, ne? Als Sie hinter dem Gaul her waren, hatten Sie doch noch einen Anzug an, ne? Ich bin wegen der Schweine hier. Ach, nicht wegen der Derz. Ich bin Anwalt. Wo ist da der Unterschied? Nee, so geht das nicht. Sie müssen da raus. Nee. Oh, Chin Chin. Emici siamo. Chin Chin. Chin Chin. Emici siamo. Chin Chin. Warum sitzen Sie auf dem Wäschekorb? Mir war so ein bisschen plümmerant. Ich musste mich hinsetzen. So, ausgerechnet auf dem Wäschekorb? Na, ich will nicht hoffen, dass Sie da drin den Pasta versteckt haben. Ach nee, da ist schädige Wäsche drin, ja. So, schädige Wäsche. Na ja, dann werden Sie aber nichts dagegen haben, wenn ich mal ein Auge auf die schädige Wäsche schmeiße. Nee. Runter da! Nee. Ich hab gesagt, runter da! Dann hab ich dich. Na. So, ne? Haben Sie mein Pferd gesehen? Sie schon wieder. Also ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Jetzt verstecken Sie sich im Kleiderschrank, jetzt verstecken Sie sich im Wäschekorb. Haben Sie da eine Buddel Cognac bin? Leider nicht. Ja. Also, wenn Sie den Pasta sehen, dann sagen Sie mir Bescheid. Klar? Ja. Klar. Was haben Sie vor? Den Pasta umlegen. Oh nee, tun Sie das doch nicht. Hören Sie mal. Wo ist der Polizeipräsident? Er sucht Sie. Ich war zuerst hier! Raus hier! Oh, nehmen Sie doch ein bisschen Rücksicht auf meine Hose! Ach du liebe Zeit! So geht das wieder los mit dem Schrank! Sie werden am Telefon verlangt. Sie werden am... Sie? Bitte? Was haben Sie mit dem kleinen Kerl gemacht, der da drin war? Versuchen Sie es eine Tür weiter. Was kann ich für Sie tun? Telefon für Sie. Ich kann hier nicht weg. Ja, aber das scheint sehr wichtig zu sein. Also das passt mir nun gar nicht. Pardon, ich muss ans Telefon. Frau Wienberger, wo wollen Sie denn gehen? Weg! Ich lass mich doch nicht abknallen. Der Lieferwagen von der Reinigung kommt, Frau Wienböcker. Oh gut, der kann mich gleich mitnehmen. Los, bring den Korb raus. Kann der Mann von der Reinigung das nicht selbst machen? Raus damit. Mann, ist der schwer. Wieso schwer? Los, Lilli. Schieb. Da ist doch gar keiner mehr drin. Sie wollen uns doch wohl nicht verlassen hier, ne? Bitte, 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 nicht schießen. Ich kann alles erklären. Na, da bin ich aber gespannt. Aber da reden wir später nochmal drüber, ne? Sag mal, Selma, ist der Pastor hier eigentlich wieder aufgetaucht? Ja, der war gerade. Wo? Ach du liebe Zeit. Was ist los? Ach du liebe Zeit. Die Reinigung ist da. Wo ist denn der Wäschekorb? Der ist gerade raus mit dem Pasta. Oh nee. Was ist da draußen denn los? Sie laden Wasser. Aber das heißt ja... Hoffentlich haben Sie den richtigen Wein
habe einen Telefonanruf gekriegt. Das ist doch kein Grund, sich so zu besaufen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Ihr Bruder ist wirklich beim Unfall tot geblieben. Bernhard? Ja. Tiefste Detonation. Dummes Zeug, der ist doch hier. Es hat nicht tiefste Detonation. Wir haben ihn alle gesehen. Das kann nicht angehen. Ja, mit wem haben wir dann wohl die ganze Zeit gesprochen? Mit Bernhard auf jeden Fall nicht, denn er ist tot. Ich hatte also recht. Bernhard war doch ein Geist. Na, wer es glaubt, der wird selig. Vielleicht reimt sich das ja auch ganz anders zusammen. Was, Herr Polizeipräsident? Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen. Nein. Ist das nicht sonderbar, dass wir Sie und Ihren Bruder nie zusammen gesehen haben? Heinrich, das stimmt. Zufall! Er war eben draußen, wenn ich drinnen war, ne? Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind das die ganze Zeit gewesen. Sie haben sich ausstaffiert und so getan, als wären Sie Bruder Bernhard. Na, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? So, hören Sie mal gut zu, Frau Wienböcker. Ich bin von der Polizei. Und ich stelle hier die Fragen. Ne? Her damit. Wir sehen uns zum Abendbrot wieder. Und mein Cognac hat er mitgenommen. Heinrich, komm mal wieder raus. Tante Petite. Wie dass er da wieder rauskommt. Wir holen ihn raus. Los, kommt! Frau Wienberger! Ja, Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden wir gleich haben. wollen Sie das Schloss aufbrechen? Sie sollten sonst die Tür auf. Nein, nicht das schöne alte Schloss aufbrechen. Wie soll sie denn sonst die Tür aufmachen? Ach, das wird Bernhard aber gar nicht recht sein. Stopp! Bernhard ist tot. Oh, da haben wir's. Na, sitzen Sie bequem, Herr Polizeipräsident. Heinrich, warum hast du dich da eingeschlossen? Merkwürdig, dass einer von der Polizei sich mit einer Cognac-Buddel in den Schrank setzt. Das kann ich sagen. Hoffentlich können Sie uns das auf verständige Art und Weise verklopfiedeln. Also gut, Heinrich, du hast deinen Spaß nur gehabt. Nun komm doch mal wieder raus. Ich glaube nicht, dass er rauskommt. Er kann auch nicht ewig und 3 Tage da drin bleiben. Nein, das kann er nicht. Ich hol ihn raus. Ja. Und Alles in der Welt macht ihr hier. Na, so was.
Wenn Sie meinen, echte Jetten